Das ist jetzt unsere 5. Folge und ich freue mich ganz besonders auf unsere heutige Gästin, die Jutta, und die stelle ich euch auch so vor. Aber bevor ich es vergesse, muss ich hier nochmal an unserer Eieruhr drehen, damit wir hier nicht so lange schnacken. Und zwar gebe ich uns mal hier so 7 Minuten, obwohl ich mir vorstellen kann, dass wir mit der Jutta noch ordentlich länger schnacken können. So, Jutta, wo schön, dass du hier bist. Wo geht die dat? Das geht mir gut. Danke dir für die Einladung. Und ich freue mich nicht, dass die Leute an Licht holt, der anders bloß in Düstern sitzt. Danke dir. Das hast du schön gesagt. Darum geht es ja nämlich genau auch bei uns. Wir wollen die Menschen zeigen, die hinter den Kulissen im Theater arbeiten. Und bei dir ist es ja mal wirklich so, die sieht man gar nicht. Manchmal hört man dich, aber sehen tut man dich da eigentlich meistens nicht. Erzähl uns doch mal, was magst du an Theater? Ich bin die Topüstache. Ich bin die Soufflöse. Ich sitze an der Seite der Bühne und idealerweise hört man mich nicht. Das heißt, ich muss nicht eingreifen, aber manchmal halt doch. Und dann mache ich es hoffentlich so gut, dass man nicht allzu viel mitkriegt im Zuschauerraum. Ja, das heißt Soufflöse, also Soufflage ist wahrscheinlich Französisch. Genau, französisches Wort, le souffle, der Atem. Halt, dass du zuflüsterst, dass du mit einem Hauch von nichts irgendwie dem Schauspieler wieder auf den Weg hilfst. Also Vokale sprechen fällt aus, Konsonanten sprechen, damit der Schauspieler dich versteht, dass du möglichst nur Akzente setzt und nicht einen ganzen Satz reinrufst, sondern der Schauspieler weiß dann schon selber, wie es weitergeht. Und wie sieht das genau aus? Man kennt jetzt so aus dem Film so dieses typische Bild, da sitzt man in so einer Muschel vorne am Bühnenrand. Das sieht ja im Ohnsorg-Theater ein bisschen anders aus. Wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Im alten Ohnsorg-Theater tatsächlich gab es die Muschel noch mit so einer kleinen Hühnerleiter als Einstieg. Ja, von der Unterbühne, man musste dann irgendwie durch dunkle Gänge. Jetzt sitze ich einfach ganz normal an der Seitenbühne auf einem Stuhl und habe ein Orchesternotenpult mit einer Orchesterlampe vor mir stehen. Also mein Arbeitsplatz ist irgendwie so 0,8 Quadratmeter groß und ich habe den besten Blick auf die Bühne. Ich bin ganz nah dran am Geschehen. Das ist schön. Ja, und du sitzt ja ganz nah dran am Geschehen. Das sind so 2 Meter, ne? Das ist ja nicht so weit. Ja, Ja. so direkt am Portal, also je nachdem, wo sich der Schauspieler auf der Bühne halt auffällt, sind wir dann schon mal 5, 6 Meter voneinander entfernt. Ja. Aber es kann auch sein, dass jemand quasi direkt neben mir agiert, sich ans Portal anlehnt und dann quasi direkt mit dem Rücken, ich könnte ihn dann von hinten eigentlich pieksen. Mache ich aber nicht. Wäre eigentlich eine gute Idee. Wann hast du denn eigentlich damit angefangen? Mit der Soufflage. Mit der Soufflage, ja. Das war ein quasi Probestück im Februar 2007. Christian Seeler hat mich eingeladen. Ich habe mich beworben, weil ich aus privaten Gründen nach Hamburg wechseln wollte, meinen früheren Beruf aufgeben wollte und habe ein Probestück gekriegt. Und ich bin beim Ohnsorg-Theater geblieben. Die Schauspieler durften abstimmen, ob sie mich behalten möchten oder nicht. Sie haben für mich gewotet. Seitdem bin ich da. Ach, wie witzig. Die haben für dich gewotet. Wie können wir uns das vorstellen? Christian Seeler hat gesagt, er macht einen Vertrag mit mir, natürlich, jetzt für ein Kennenlernen, aber er kann das natürlich meine Arbeit ja nicht einschätzen. Er ist nicht auf mich angewiesen. Er kann nur sagen, passe ich irgendwie menschlich ins Team, aber die wirkliche Arbeit mache ich ja mit den Schauspielern. Also in der Probe und dann bei der Vorstellung später. Und wenn die mit mir nicht können, wenn das nicht klappt, dann kann er mich noch so gut leiden können, dann hat das keinen Sinn. Also hat er die Entscheidung den Schauspielern überlassen. Und dann hat es geheißen, ich mache dieses Stück komplett und hinterher sagt er mir, bleibe ich oder nicht. Aber es war so schön, ich hatte 6 Wochen Proben hinter mir und am Abend der Premiere hat er mir gesagt, die Schauspieler wollen dich unbedingt behalten. Oh, ist das schön. Ja. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die Arbeit mit dir macht immer total viel Spaß. Es ist so schön, weil bei dir kommt ja noch eine ganz besondere Herausforderung hinzu. Du achtest ja nicht nur darauf, dass das alles gesagt wird, sondern auch, wie es gesagt wird. Genau. Also wie gesagt, ich kann aus eigener Erfahrung das erzählen. Ne? Es geht nämlich auch um die plattdeutsche Sprache. Aussprache, Aussprache, Aussprache. Aussprache. Genau, und du hast ja ein Wahnsinnsgehör, was die plattdeutsche Sprache betrifft. Hast du dir das hier erst drauf gelernt oder konntest du das vorher schon? Plattdeutsch. Überhaupt nicht. Als ich die Zusage gekriegt habe für dieses Probestück, von dem wir sprachen, habe ich mich einen Monat lang mit einer plattdeutsch sprechenden Frau getroffen und habe nur die Aussprache gelernt. Wow. Grammatik, all sowas konnte ich gar nicht. Es kam hinterher. Ich habe gedacht, es kommt erstmal darauf an, dass ich weiß, wenn ich das lese, wie spreche ich es aus? Was steht da? Wie heißt das Wort? Und der Rest kam dann in der Arbeit, 6 Wochen Probe. Man hört den ganzen Tag nur Plattdeutsch
Und dann habe ich mich am Ende mit den Kollegen auch ein bisschen so in den Pausen auf Plattdeutsch unterhalten. Und dann habe ich danach auch Grammatik gelernt. Der Kollege Christian Richard Bauer ist eine große Hilfe, der ja auch diese tolle Serie Platt2Go gemacht hat, von der man wahnsinnig viel lernen kann, der auch sonst für Fragen immer da war. Und ich habe dann am Ohnsorg-Theater Learning by Doing halt Plattdeutsch gelernt. Wahnsinn. Ja. Ja, das ist schön, dass du auf Platt2Go ansprichst. Da könnte ja quasi jede noch mal ein bisschen Plattdeutsch lernen. Ne? Unbedingt, ja, weil Plattdeutsch macht so einen Spaß und es ist so eine schöne Sprache und man soll sich einfach nur trauen, wenn man sich eingehört hat, eingefuchst hat, alle Ängste ablegen, sich eine Karte kaufen, ins Ohnsorg-Theater kommen. Man versteht 80%, wenn man vorher noch nie da war. Ja, und es macht total viel Spaß, sich da reinzufuchsen. Unbedingt. So, du hattest ja, also wie hast du angefangen? Warte, ich muss nochmal neu stellen. Erzähl uns doch einfach mal von deiner Zeit auf der Bühne. Ich habe da nämlich so ein paar Bilder gesehen und auch ein paar Geschichten gehört. Erzähl doch mal. Ich habe 1990 mit einem Anfängervertrag angefangen im Staatstheater Saarbrücken. Ich habe in Saarbrücken studiert und habe dann innerhalb des Studiums gab es eine Volontärstelle. Und bin einfach mal zum Vorsingen gegangen, habe gedacht, ich gucke mal, wo ich stehe und habe die Stelle gekriegt und habe mein Studium abgebrochen. Das heißt, nicht nachmachen, alle anderen nicht nachmachen. Ja. Ich habe keinen Abschluss. Und dann war ich engagiert und bin dann ein paar Jahre im Staatstheater Saarbrücken geblieben. Erstes Engagement gleich 1100 Plätze. Wow. Und dann bin ich durch die Republik gereist, 17 Jahre lang, habe an verschiedenen Theatern gesungen und habe dann 2007 private Gründe, also eigentlich 2006 im Dezember, der Wecker. Tun noch 2 Minütchen drauf, weil das gerade so schön ist. Okay, und dann? 2006 halt dann mir einen anderen Job gesucht. Ich habe dann gedacht, ich gehe dann von der Bühne weg, weil ich wusste, ich bin jetzt auch zu alt, um nochmal in Hamburg durchzustarten. Und damals gab es den Zufall, dass Britzi aus der Maske im Ohnsorg-Theater, die früher meine Maskenbildnerin am Theater war, als ich aktiv auf der Bühne stand, mir erzählt hat von der freien Stelle am Ohnsorg-Theater, von der Soufflösenstelle, und auf die habe ich mich beworben und da bin ich. Wie lustig, oder? Wie manchmal so Kontakte und dann ein Gespräch und da ist so ein Platz frei und jetzt bist du schon so lange. Jetzt bin ich so lange da. Und du genießt es auch, ne? Du magst, glaube ich, das Ohnsorg-Theater auch. Ja, ich mag das Ohnsorg-Theater, ich mag die Kollegen, die Menschen, mit denen ich jetzt da zusammengewachsen bin in den letzten 14 Jahren. Ja, mag ich sehr. Ist ja auch schon eine ganz schöne Zeit. Sag mal, hast du ein Lieblingsplattdeutsches Wort, was du gerne magst, was du gerne sagst, hörst? Ja, ich mag sehr gerne das Wort Plüschappel. Okay. So für alle, die es nicht verstehen. Pfirsich. Der Pfirsich, ja. Weil das so schön pelzig ist. Ja, genau, der pelzige Apfel oder Rükelbusch, der Blumenstrauß. Oh. Oder auch meine Berufsbezeichnung, die Taupüstasch, die Zuflüstererin oder so, ja. Das ist toll. Ist so noch eine ganz, ganz kleine Anekdote, weil du kriegst ja auch alles mit. Ne? Wenn da mal richtig was schief läuft auf der Bühne, du siehst es sofort und manchmal musst du dann ja auch einschreiten. Du meintest ja schon, im besten Fall hört man dich nicht, aber manchmal eben doch. Ja. Hast du irgendeine Ja, also Anekdoten, da könnte ich ein ganzes Buch drüber schreiben, aber eine, die mit dem Idol meiner Kindheit zu tun hat, also so wie die meisten samstagsabends mit Oma Ohnsorg-Theater gucken. Ich war ja schockverliebt in Heidi Mahler und Jürgen Poch. Und Heidi Mahler damals kennenzulernen, war für mich, es war so schön, ich kann das gar nicht beschreiben. Und dann hatte ich ein Stück mit ihr, das Wenn ich du wär, heißt das. Und das war ein Stück mit Geschlechter- und Rollentausch. Das heißt, ein Ehepaar hat irgendwann, mitten im Stück wurde sie zu ihm und er wurde zu ihr. Und Heidi Mahler und ihr Mann, sie quasi als Mann gerade in der Rolle und er als sie, sitzen sich am Tisch so gegenüber und sie soll sagen, als Mann, nu heavy over the nase full und so mit der Faust auf den Tisch hauen. Und der Kollege damals, Wilfried Cialas, saß ihr am Tisch gegenüber und hatte da die Hand und sie boxte ihm so volle Kanne auf die Hand und er machte so, aua! Und das war nicht vorgesehen, das war ein Bühnenunfall. Ja. Und weil er quasi so hoch gesprochen hat als Frau und weil es diesen Unfall gab, hat Heidi Mahler einen spektakulären Lachanfall gekriegt, mitten auf der Bühne.
und konnte sich nicht beruhigen und konnte auch nicht weiterspielen. Und dann fing das Publikum auch an zu lachen und es war ein minutenlanges gemeinsames Lachen. Dann ist sie einmal kurz abgegangen, hat sich die Tränen abgewischt und dann ging es weiter. Und das fand ich so schön, dass man einfach dann auch mal aus so einer Situation aussteigen darf und einfach mal so echt im Leben sein darf. Und es war lustig für alle. So schön, dass Theater das auch darf und dafür Ja. Platz lässt für so schöne Momente. Ja. Toll, vielen Dank für diese schöne Anekdote und vor allem danke dir, weil jetzt macht es. Jetzt sind wir quasi fertig. Für deine Geschichten und für all das, was du gerade mit uns geteilt hast. Es war schön, dich hier zu haben und Gerne. mal ein bisschen was von dir zu hören. Danke dir, Jutta. Danke dir. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und noch nicht abschalten. Wir hören uns nämlich noch was Schönes von Jutta an. Was hören wir denn, Jutta? Eine kleine Sequenz aus La Giudita von Franz Lehár. Wie schön. Viel Spaß dabei. Tschüssi.